Entschuldige das unsanfte Erwachen, Del Niro. Aber Oscar und gute Manieren, das sind Gegenpole, die sich abstoßen, verstehst du? Wäre ich nicht drauf gekommen. Du musst ihn verstehen. Er vermisst die Profi-Boxkämpfe. Als man eine Form der Stummheit bei ihm diagnostizierte, kämpfte er gerade um den lokalen Meistertitel im Schwergewicht. Leider schließen die Regeln Menschen mit solchen Problemen wie der gute Oscar sie hat vom Wettkampf aus. Also hat er im Untergrund weitergeboxt. Bei illegalen Kämpfen schert man sich weniger um solche Regeln. Die wollen einfach eine gute Show. Als ich ihn zum ersten Mal kämpfen sah, wusste ich sofort, dass der dreckige Boxring im Keller einer Fleischerei nicht der richtige Ort für ihn ist. Also habe ich ihn unter meine Fittiche genommen. Vom Profischläger zum Profimörder. Ich muss schon sagen, eine steile Karriere. Komm schon, Del Niro. Wir sind doch keine Organisation von Mördern. Wir folgen einem Ideal. Ideale? Ihr seid Kriminelle auf der Suche nach Macht. Macht ist ein Ideal, Del Niro. Unsere ganze Geschichte wurde durch Männer geprägt, die Großes vollbracht haben, in ihrem Streben nach Macht. Glaubst du ernsthaft, dass Cäsar und Napoleon das, was sie taten, für ihre Völker getan haben? Der Mensch kommt mit dem Willen zur Macht auf die Welt. Und seine gesamte Existenz ist Ausdruck dieses Strebens. Wir studieren, um Jobs zu bekommen. Wir trainieren, um stärker zu werden. Wir arbeiten in Firmen, in denen wir die Karriereleiter emporsteigen können. All das tun wir, um Macht zu erlangen. Ich wette, diese kleine Rede hast du stundenlang vor dem Spiegel geübt. Del Niro, ich versuche nur, dir unsere Ideale verständlich zu machen. Und dich davor zu bewahren, so zu enden wie dieser erbärmliche Schwächling Malone. Zum Teufel mit dir und deinen Idealen. Wie du willst, Del Niro. Ich hätte dich für klüger gehalten. Aber wenn du uns partout nichts erzählen willst, dann wird's richtig hässlich für dich, Junge. Und dann ist der Rotschopf dran. Wo ist das Mädchen? Wo ist das Mädchen? Wieso willst du ein Mädchen beschützen, das dir ein Mann in die Hand gegeben hat, der dich in der Vergangenheit schon betrogen hat? Wir wissen nix. Del Niro, willst du wirklich verrecken wie dein Kumpel McLean? Del Niro, wo ist das Mädchen? Rede! Langsam reißt mir der Geduldsfaden. Ich frag dich nochmal, wo hast du das Mädchen versteckt? Was ist los? Hat's dir die Sprache verschlagen? Wenn Oscar mit dir fertig ist, dann wird das dein geringstes Problem sein. Edward, sofort aufhören. Diese Stimme. Ich kenne diese Stimme. Das ist Victoria. Was zum Teufel macht sie hier? Auftritt des barmherzigen Samariters. Scheint, als wären wir endlich vollzählig. Edward, du bist abstoßend. Wenn die Sache vorbei ist, wirst du vor den Bossen für dein Verhalten gerade stehen müssen. Victoria. Wie kann sie nur in diese Geschichte verwickelt worden sein? Das ist doch nicht möglich. Dieses abstoßende Verhalten ist die einzige Möglichkeit, deinen kleinen Freund hier zum Singen zu bringen. Er scheint gerne den starken Mann zu markieren. Ich habe euch gesagt, dass ihr nichts aus ihm rausbringen werdet. Und wie gedenkst du rauszufinden, wo er das Mädchen hat? Mit etwas Intelligenz und Höflichkeit. Willst du ihn einfach fragen, wo er die Kleine hingeschafft hat, oder was? Er muss es uns nicht sagen. Wie meinst du das? Wenn ihr seine Taschen durchsucht hättet, anstatt ihn zu malträtieren, dann wüsstet ihr bereits, wo das Mädchen ist. Du weißt, wo sie ist? Auf der Lower East Side, in einem kleinen Pub, der einer gewissen Greta Reed gehört. Greta Reed. Verflucht. Gretas Taschentuch. Damit haben sie rausgefunden, wo die Kleine ist. Greta ist in Gefahr. Ich muss irgendwas tun, aber ich kann nicht mal sprechen. Der Gorilla hat sich wirklich Mühe gegeben mit mir. Jack, kannst du mich hören? Es tut mir leid, was sie mit dir gemacht haben. Ich wollte dich nicht in die Sache mit reinziehen, aber ich hatte keine andere Wahl. Das Mädchen ist zu wichtig für uns. Sie muss dorthin zurück, wo sie herkam. Victoria, wie konntest du nur? Es tut mir leid, Jack. Ich will dir ja alles erklären, aber die Zeit ist knapp. Sobald wir aus der Stadt raus sind, werden du und dein Freund befreit. Folgt uns nicht. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Lebe wohl, Jack. Victoria! Edward, du und dein Affe könnt mit mir kommen. Wir müssen die Wagen beladen. Das Flugzeug wartet auf uns. Beeilung. Los! Flugzeug? Was für ein Flugzeug? Victoria, wo willst du das Kind hinbringen? Del Niro, es scheint, als hättest du heute noch mal Glück gehabt.
Deine Freundin ist gerade noch rechtzeitig aufgetaucht. Aber wenn sich unsere Wege das nächste Mal kreuzen, bist du dran. Das garantiere ich dir. Edward! Keine Sorge, Frau Samariter. Ich tue ihm schon nichts. Na los, macht schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sieht so aus, als ob wir jetzt los müssen, Del Nero. Oscar möchte sich auch noch von dir verabschieden. Au, mein Kopf. Ich muss eine ganze Weile bewusstlos gewesen sein. Dem Licht draußen nach zu urteilen, muss es etwa 6 Uhr morgens sein. Die Sonne geht auf. Ganoven mit Vorliebe für Archäologie machen sich mit dem Mädchen aus dem Staub. Und ich stecke hier fest, bin gefesselt und blute. Ich sollte lieber versuchen, mich zu befreien. Gut. Der Black Screen hat anscheinend dazugehört. So, jetzt müssen wir uns erst einmal befreien. Es gibt hier ein paar Kontrollschalter. Ja, was helfen uns die Kontrollschalter? Aha. Gut, jetzt läuft das Ding. Oh, wie geht das? Ach so. Dieses drehende Rad sollte das Band durchtrennen können, dem meine Hände gefesselt sind. Gut, ich hab's geschafft, meine Fesseln zu durchtrennen. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Ach, verflucht. Meine Nase. Sie hat wieder angefangen zu bluten. Wenn ich nicht ohnmächtig werden will wie ein kleines Mädchen, dann sollte ich versuchen, meine Nase zu verarzten. Man wird ohnmächtig vom Nasenbluten. Das ist mir aber neu. Vielleicht aber erstmal speichern. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden zum Verarzten. In Anbetracht der Umstände wird sich Greta bestimmt nicht beschweren, wenn ich ihr Taschentuch benutze, um die Blutung zu stoppen. Zuerst muss ich es aber desinfizieren und es dann irgendwie an meiner Nase fixieren. Ach, der ist auch noch. Wenn ich damit mein Nasenbluten stoppen will, sollte ich es best... Das ist das Destillationssystem der Schnapsbrennerei. Früher oder später werde ich mir sowas für mein Büro zulegen. Ich glaube nicht, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um sich am Brennen von illegalem Alkohol zu versuchen. Besser jetzt als nie. So. Was haben wir denn da hinten? Dafür, dass sie zum organisierten Verbrechen gehören, waren die ganz freundlich. Bevor sie mich zusammengeschlagen haben, haben sie meinen persönlichen Besitz in diese Kiste gelegt. Meine Knarre war nicht dabei. Na, wenigstens haben sie das Wichtigste dagelassen. Ein Schluck Rye ist genau das, was ich gebraucht habe. Das hilft gegen den Schmerz in meiner Nase. Aber ich sollte mich so schnell wie möglich wieder in Schuss bringen. In diesem Zustand werde ich nicht weit kommen. Genau, deswegen quatsche ich so viel. Gretas Taschentuch. Wenn ich das nicht mit mir rumgetragen hätte, dann hätten sie Greta nicht gefunden. Der Gorilla hätte mich sicher kalt gemacht, aber das Mädchen wäre sicher gewesen. So, können wir den von dem Whisky was draufschütten? Zum Desinfizieren? Sean's Rye ist ein gutes Desinfektionsmittel. Das ist Gretas Taschentuch. Ich kann das Taschentuch nicht die ganze Zeit an meine Nase halten. Ich muss es irgendwie fixieren. Oh Mann. Fetzen vom Klebeband, mit dem meine Hände gefesselt waren. Ja, passt doch. Klebeband ist perfekt, um die Bandage auf meiner Nase zu fixieren.
Ja, das sollte funktionieren. Besser. Aber ich bezweifle, dass die Bandage lange halten wird. Ich muss hier so schnell wie möglich raus. Hey, ist da draußen jemand? Hey, Schnüffeler, bist du da drin? John, bist du das? Wen du erwarten? Klar, hier ist John. Wie zum Teufel kommst du hierher? Ich gesucht nach dir bei Ellis Island. Aber du hast verschwunden, also ich gegangen zurück zu deinem Freund im Club. Du bist zu Greta gegangen? Ja, dein Freund mit roten Haaren. Aber als ich zum Club komme, ich sehe sie und Mädchen in Auto steigen mit gleichem Mann, den ich sehe am Hafen. Verdammt, Sie haben sie schon. Ich habe Entscheidung gemacht, Wagen hierher zu folgen. Aber sie nicht lange hier bleiben. Mann von Hafen treffen Frau und 2 Männer. Sie sprechen über Fährenschiff, das wartet auf sie und dann sie gehen. Weißt du, wo sie hin sind? Ich nicht wissen. Vor halbe Stunde sie gegangen. Wo sind wir? Oh Kumpel, du jetzt in meiner Stadt, in Chinatown. Kannst du mir helfen, hier rauszukommen? Nein, einziger Eingang das hier und ich kann nicht aufmachen. Ich gehe zurück und versuche einen Weg nach draußen zu finden. Okay. Ich bin mir sicher, dass wer auch immer diese illegale Brennerei aufgebaut hat, auch an Fluchtwege gedacht hat. Für den Fall, dass die Polizei vorbeischaut. Fluchtweg, gut. Was haben wir denn da hinten? So etwas passt nicht wirklich zu einer illegalen Schnapsbrennerei. Oha. Tja, und wie geht das? Soll das irgendein chinesisches Zeichen sein? Tja, keine Ahnung. Gibt es denn keinen Hinweis? So wie den da? Das schaut doch so ähnlich aus. Das ist das Destillationssystem der Schnapsbrennerei. Früher oder später werde ich mir sowas für mein Büro zulegen. Das da kann's sein eigentlich. Das versuchen wir mal nachzubauen. Wie war das? Das ist vielleicht andersrum. Oder so rum. Ah, nicht.
Scheint nicht ganz zu stimmen. Ich glaube nicht, dass dies der richtige Zeitpunkt... Illegaler Alkohol. Ein Geschäft der Vergangenheit. Das Ende der Prohibition hat die Bosse der Unterwelt alle dazu gebracht, das Gewerbe zu wechseln. Das meiste davon ist weitaus gefährlicher als Fusel. Dieses Fass ist zu schwer, um es hochzuheben. So etwas passt nicht wirklich zu einer Illeg... Aha. Ich wusste doch, dass es hier einen Geheimgang gibt. Gut, dann hätten wir das Problem schon mal gelöst. Was haben wir da Schönes? Teile dieser Kontrolltafel sind verbrannt. Die Luftfeuchtigkeit scheint einen Kurzschluss verursacht zu haben. Von den vielen Ratschlägen, die Mutter mir als Kind gab, erinnere ich mich besonders an den, dass ich meine Finger niemals in die Steckdose stecken darf. Ich glaube, an den Ratschlag halte ich mich heute auch. Glaube ich fast besser. Was haben wir da unten? Die dunkelgrüne Färbung des Wassers ist sicher als Warnung zu verstehen. Bloß nicht trinken. Das Wissen, dass hier unten die Abwässer aus den ganzen Apartments durchfließen, macht meinen Aufenthalt hier nicht angenehmer. Rostige Haken und Stricke, die schon bessere Zeiten gesehen haben. Können wir davon was brauchen? Ich nehme eines der Seile mit. Ich habe gleich ein paar davon eingesteckt. Die werden sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Selbstverständlich. Fässer voll mit nunmehr steinhartem Bitumen, das wahrscheinlich einst für Reparaturen hierher gebracht worden ist. Ich brauche im Moment kein Bitumen. Dann schauen wir mal. Da hinten. Es ist so dunkel hier, dass man die Hand vor Augen nicht sieht. Haben wir unsere Taschenlampen noch? Haben wir. Gut. Willkommen, meine Damen und Herren. Unsere Führung durch die Kanalisation von New York mit ihren atemberaubenden Landschaften beginnt sogleich. Aha, gut, da haben wir wieder so eine Art Labyrinth. Wie bei Still Life. Das scheint der Anfang des Rohrsystems zu sein. So, was haben wir damit jetzt ausgelöst? Sackgasse, gut, gehen wir mal oben. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich in eine Sackgasse laufen. Gehen wir mal geradeaus. Da ist nix. Moment mal, das Rohr. Gibt es so einen zweiten Schalter noch? Jetzt werden wir den Rohr mal folgen.
Das scheint der Anfang des Rohrsystems zu sein. Gut, da ist noch was. Dann gehen wir mal zurück und laufen oben. Ah, da geht's aussehen. Oh, fantastisch. Da irre ich durch die New Yorker Kanalisation nur, um herauszufinden, dass der einzige Weg nach draußen unerreichbar ist. Das Wissen, dass hier unten die Abwässer aus den ganzen... So, was haben wir da? Sammelbecken 28. Dieser Beschreibung nach zu urteilen, dient dieses Becken dazu, überschüssiges Regenwasser zu sammeln. Wenn der Druck in den Rohren zu hoch wird, dann wird das Wasser ins Becken abgeleitet. Das ist der Druckmesser, der den Druck innerhalb des Rohres anzeigt. Er liegt jetzt fast im roten Bereich. Ich finde, das ergibt keinen Sinn. Das sieht aus wie eine Art Ponton. Eines der Fässer, das über Wasser hält, hat sich gelöst. Ziemlich schwierig, so ein Ponton zu benutzen, solange er auf dem Trockenen liegt. Außerdem hat sich eines der Fässer gelöst. Das Becken ist völlig trocken. Das muss mindestens 10 Fuß tief sein. Selbst wenn ich da runterkomme, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr zurück nach oben schaffen. Ich würde diese Treppe als unerreichbar beschreiben. Okay, und wie können wir den Druck ablassen? Das heißt, wir müssen wieder zurück. Obwohl, da ist noch ein Rohr. Laufen wir mal dem noch hin. Aha, da haben wir noch was. Wieder so ein Rad. So, gehen wir mal zurück und schauen, ob da das Wasser drin ist. Dann könnte man eventuell mit dem Bredel da oben. Aha, schaut gut aus. Ziemlich schwierig, so ein Ponton zu benutzen, solange er auf dem Trockenen liegt. Außerdem hat sich eines der Fässer gelöst. Ja, Mecker heute nicht immer. Das sieht aus wie eine Art Ponton. Dann versuchen wir es heute mal mit dem Seil. Vielleicht passiert irgendwas. Ja, das Seil ist lang genug, um das Fass an der Brücke festzubinden. Das scheint zu klappen. Ich habe sogar noch ein Stück Seil übrig.
Das müsste klappen. Eine improvisierte, schwimmende Brücke. Darum gibt's nichts mehr, also aussehen. Ist das schon? Ein großer Müllcontainer. In meiner Situation will ich gar nicht wissen, was da drin ist. Warum nicht? Dieses Mal wird mir Containerschieberei nicht aus der Patsche helfen. Rote Laternen. Während des chinesischen Neujahrsfests zieren Tausende von den Dingern die Straßen Chinatowns. Dieser verrückte chinesische Taxifahrer. Der ist hierher gekommen, indem er den Kidnappern von Greta und dem Mädchen gefolgt ist. Schauen wir mal, was er zum Song hat. Wow, du hast geschafft rauskommen. Du bist wie Zauberer, der verschwindet auf Bühne und dann taucht auf hinter dir. Klar, wenn das hier alles vorbei ist, kannst du mich ja im Zirkus abgeben. Was wir machen jetzt? Besser, wir rufen Polizei an. Denkst du nicht? So wie die Dinge stehen, denke ich, die Polizei würde uns nicht weiterbringen. Wo ist dein Taxi? Taxi ist geparkt. 2 Blocks weiter. Ich gefürchtet, dass der Hafenmann kann erkennen. Darum ich habe versteckt in dunkle Gassenstraße. Die erste gute Idee heute. Ich immer voll von gut Einfall. Sicher. Weißt du, wo der Wagen mit dem Mädchen hin will? Nein. Als ich komme an, nur ich gehört, Hafenmann und Frau sprechen über Fahren mit Fähre. Eine Fähre also. Vielleicht weiß ich, wo der Wagen mit dem Mädchen hin will. Wohin? Zum Flughafen, glaube ich mal. Das ergibt keinen Sinn. Während die mich als Boxsack missbraucht haben, habe ich Victoria gehört. Wie sie etwas über ein Flugzeug sagte, das sie nicht verpassen darf. Die werden sicher nicht vom Hauptflughafen aus starten. Egal wie gute Beziehungen die in New York haben. Ein Mädchen kann man nicht problemlos an Bord eines Flugzeugs schmuggeln. Also werden die sich einen diskreten, kleinen Flughafen gesucht haben. Und ich bin mir sicher, dass die Fähre, über die du sie hast sprechen hören, die gleiche ist wie in der Werbung in Victorias Büro. Also wollen sie nach Glen Cove. Wow, du ganz gut als Schnüffeler. Nicht gut genug. Selbst jetzt, wo wir wissen, dass sie nach Glen Cove unterwegs sind, habe ich trotzdem keinen Schimmer, zu welchem Flughafen sie wollen. Wenn ich nur eine Karte zur Hand hätte. Ich habe Karte. Du hast eine Karte dabei? Klar, hab ich Karte. Ich Taxifahrer. Ohne Karte, ich fahre nach nirgendwo. John, langsam wächst du mir wirklich ans Herz. Du sagst immer so nett Sachen zu John. Gib mir die Karte. Da hast du. Aha, gut. Hier sehe ich nichts von Bedeutung.